Hier ist unsere Geschichte. Subscribe zu diesem Channel, drück auf den Daumen ab und vergiss nicht nachzuschreiben in die Kommentare, von wo du diese Geschichte anhörst. Dort merkt sicher, dass viele Mennoniten mit unserer Geschichte bekannt waren. Geschichten uit onze Geschichte Nummer 14. Ditmal nach Meier von wo dort bei uns in Mexiko war, als wir dort in den 1930er und 40er Jahren abwassen, mit wat von Material unsere Eltern dort meistens büden und so weiter. Aber erst wat von unserem eigenen Korthalt oder Brennhalt. Und unsere Kinder und Jugendjahren hatten in Chihuahua nach alle Mennoniten bloß Haltovens zum Kirchen und auch zum Härten. Und dann, nach Weihnachten, in den kalten Wintermonaten, mussten die Bürgers ihre Jungs genug das Brennhalt von dem Wald nach Haus holen für das ganze Jahr. Und wenn sie dort nach Haus geholt hatten, dann mussten sie dort Kart saugen, spolen und abfliehen. Beim gespulten Brennhalt abfliehen, mussten wir als Schuljungs um Sinnend auch all helfen. Dort gab auch sogenannte Halthändler an der Dorpen, die leiten sich dort Brennhalt von Mexikaner bringen und ab ihrem Hof und Korten abfliehen zum Wiederverkaufen. Einen so einen Brennhalthandel hatten Abraham Friesens im Dorp Hamburg, wo er auch ein Stur oder ein Handelsgeschäft hatten. Der Schullehrer krieg in unserem Dorf immer dort Brennhalt frei. Und das Schulhaus oder die Schulstove musste ja auch warm geholt worden mit Brennhalt. Und dort braucht dort auch jeder Winter atelier Kort Brennhalt. Und das Dorfsamt leidt von wem, dort heißt hier in Schwarweg, genug Brennhalt auf den Schulhof abholen und dann durch Kart saugen. Und wenn das halt geholt und Kart gesaugt worden wäre, dann musste an einem Tag jeder Bauer am Dorf einen Arbeiter stahlen und die mussten dort Kart gesaugte halt auf dem Schulhof spolen und Schmack abfliehen. Einige Bürgers oder ihre Jungs oder auch ihre Knechts brachten dort nicht mal ihre Achsen mit an diesem Tag, aber auch ihre eiserne Handkorn. Bei uns waren die meistens Leimkorn genannt. Einige brachten auch ihren sogenannten Hebklotz mit, wenn sie auf dem Schulhof mit dem Halsspulen halben kämen. Aber die meisten Männer brachten bloß ihre Achsen mit. Nicht alle angekommene Jungs halpen da mit dem Halsspulen. Einige jüngere Jungs mussten mit den Leimkorn oder Handkorn dort gespulte halt dahin topführen, wo andere von den jungen Jungs dort abfliehen, meistens mit einem älteren Mann top. Und wenn die viele Halsspuler angefangen hatten mit dem Spulen, dann wird auch bald mit dem Topführen und Abfliehen angefangen. Und wenn dann ein Mann seinen Achsstiel beim Halsspulen in zwei gekriegt hat, dann halbt er entweder mit dem Abfliehen oder mit dem gespulten Halt mit den Handkorn dahin führen, wo das abgefliehen wird. Diese gemeinsame Arbeit ging die meisten Männer und Jungs sehr gut. So ein Bauer, wenn er entweder nicht selbst diese Arbeit tun kann oder nicht will, und auch selbst nicht einen Jungen hat zum Checken, der nimmt sich einem anderen Bauer seinen Jungen an dazu. Ich erinnere mich daran, dass ich auch noch mal für wem diese Arbeit getan habe, als ein junger Jung. Und dass ich bei dem Haltabfliehen helfen kann. Einige Männer und Jungs hatten sich von Haus ihre Mittagsmahlzeiten mitgebracht und eiten ihr Mittag da beim Haltklampen. Andere gingen zum Mittag nach Haus.
Und ich glaube, meistens wäre diese gemeinsame Arbeit vor dich noch eher dort an dem Tag fassbar geworden wäre. Dort Brennhalt nannten viele von unseren Vaters auch Korthalt. Vielleicht weil es dort immer bei der Kort zu kaufen wäre. Wir hatten sogar noch eine Korthalt-Rechnung in unserer Schule. Und von daher wusste ich all, dass eine Korthalt 8 Schau lang, 4 Schau breit und 4 Schau hoch ist. Wir holten dort Brennhalt in jene Jahren meistens uit dem Wald en de Boy westlich von Gnadenfeld hingen nach Bawitschi. Da hadden Mexikaner dort halt aufgemerkt en an Korten abgefliet zum Verkaufen. Meistens kon man da 2 Schau langet en ook 4 Schau langet Brennhalt kaufen. Wenn dat 2 Schau langet halt war, dann hadden die Mexikaner dort im Wald Krieg da, wo sie dort mit de Eiks aufgehakt hadden, 4 Schau hoch und 16 Schau lang abgefliet, zodat het eine Kort war. Wenn dort halt 4 Schau lang war, dann hadden sie dort 4 Schau hoch und 8 Schau lang abgefliet. Einige Mexikaner waren Meistersteuern, die 4 Schau lange, dickere und dünnere Aster, von wo ne viele ein bisschen krumm oder krogelig waren, so abzufliehen, dass die nicht sehr dicht top lagen, dass es von so wenig Halt als möglich eine Kort gab. Ein Mennonit sieht von so einer weitlaftig abgefliehte Kort halt mal so. Diese Kort halt ist so weitlaftig abgefliet, dass man ab Städten meist den Haut durch die Leiche schmieden kann, ohne dass die wo anhört. Wenn nun nach Bawitschi fahren und da von irgendeinem Mexikaner Kort halt kaufen wollen, dann mussten wir an auch erst für jeder Kort halt ein Permit kaufen, wenn wir nicht wollen straffällig waren. Für Brennhalt ab unserem Hof haben, wofür wir nicht ein Permiso gekauft hatten. Weil das Brennhalt dir war, und bei vielen Büros das Geld sehr knapp war, holten einige Lied manchmal auch weiter Struck aus dem Wald, und es steht Korthalt. Das tut wir auch. Dit Struck wären so eine Aster, wo die mexikanische Korthaltmerker da liegen gelassen hatten, so lang als das dann war. Und wenn dort Aster von rode Ekenbäumen wären, dann wären viele Aster ziemlich lang, sodass wir ein ziemlich breites Feder davon kriegen. Mit unserer sogenannten Kaufheit, wo eigentlich Brechstangen sind, schlug wir dort Struck so sehr aus wie können Dol am Meier abzukriegen. Dit Struck wäre viel billiger zu kaufen als das Brennhalt, aber als junge Jungs ging uns dort Struck 2 Haken, wenn wir dort erst Partys hatten, nicht sehr gut. Und dann fangen wir mit einmal einen Weg, dort mit unserem Traktor in 2 zu fahren. Der Traktor hatte damals noch alles eiserne Räder, und darum seine eiserne Fahrräder hatte schmacke, scharpe eiserne Ring, und seine Hinterräder hatten scharpe Picken. Und wenn wir mit so einem Traktor ein Stootje auf dem Struckklampen Raum fuhren, einen Trick fuhren, dann wären bald die meisten Aster so viel 2 gefahren, dass wir all nicht mehr viel brauchten 2 Haken. Aber dann wir viele davon eigentlich auch all ein bisschen zu viel gefahren. Das Gefall mutter nicht so recht, aber sie leid uns dort zu daunen. Dort Brennhalt, wat wir von Hinger nach Bawitschi aus dem Wald holten, dort wir meistens wittet Eken halt. Aber ab eingesteden wären auch viele rode Eken beim Domank am Wald, und wir versuchten einmal so ein Brennhalt zu finden, wo man viele rode Eken Aster wären, dann dort verschluch viel mehr. Und bei uns wird auch am liebsten rodet Ekenhalt gebraucht, zum warsten Schenkes rekenen. Wir glaubten, der Rück und der Herd vom roten Ekenhalt glaut, geeft dem Fleisch einen besseren Geschmack als das witte Halt. Aber das rote Halt spault schwander. Wenn wir mexikanische Arbeiter hatten zum Tegeln strecken, wohnen dabei uns auch über Nacht bleiben, aber nicht Eten mitgebracht hatten, und dann bei uns Tortillas oder Gordas auf dem Glaut heitmöken, dann wollen die
dort ook immer am liefsten van rodet Ekenholt glout merken. Dan ze dachten ook dat de tortillas dan beter smaakten. En wie jongens leefden dat ook. Ons smaakten deze Mexicanen tortillas en gordas ook zeer goed. En wie leefden ook dat, wanneer we am hoofdst karenoren op glout van rodem Ekenholt bakten, dan smaakten die am besten. Die smaakten dan ganz vertrefflich goed. Een oude ekenboom, dat heet, en den halle Asta, vond man manchmal einen Stoff, den wir op Plattdeutsch Hopje nannten. Op Spanisch ist dat Jesca, en op Hochdeutsch heet dat Zunder. Aber wir nannten dat Hopje. Dat Langenscheid Wederbuch definiert dat Wort Zunder ungefähr so. Dat is leicht brennendes Material, wat man früher brukt zum Viermerken. En dat is krijgt wordt ook viele Mexikaner en ook einige Mennoniten dat brukten, als we in Chihuahua opwassen. Ik herinner me klar aan dat ik dat gezien heb, waar alle Mexikaner diesen zogenaamden Hopje brukten zum Viermerken en ook zum sich eind aanschmecken. Ik heb in mijn jonge jaren ook gezien dat einige Mennoniten Hopje brukten zum Viermerken en ook zum, zoals dat bij ons damals genannt wordt, zich eind aanschmecken. Zeer viele oude Mexikaner en ook einige zeer arme Mennoniten brukten, als we in Chihuahua opwassen, keine Schwefel. Ze hadden in ihre Heime keine Schwefel en ook keine Leiters. Ze hadden thuis en ze drüben ook an ihre Puppen immer ein Steckchen Hopje, einen kleinen Stein, den wir Vierstein nannten, en eine Art kleines Fieltje. Und wenn sie Viermerken wollen, dann hielten sie an einer Hand ihren kleinen Vierstein und dreckten ein kleines bisschen Hopje mit ihrem Daumen auf der Kant von ihrem Steinchen ab und streckten mit der anderen Hand das kleine Fieltje über den Vierstein ganz dicht bei dem Hopje. Und wenn die 4 Funkjes ein paar Mal an das Hopje an gespratzt hatten, dann sang das Hopje leicht an. Und wenn das ein klein Bett sangt, dann pusten sie ein paar Mal dann an und dann fängt das an zu brennen. Und dann entsteht ein Schwefel zum Viermerken oder ein Anschmecken. Also wenn von jemals wer ohne Schwefel und ohne Leiter vor dich worden will, dann besorg je ein Steck Hopje, einen kleinen Vierstein und ein 3 Saljet Ängstje von einer Platte derne viel. Und dann soll je ganz ohne Schwefel und ohne Leiter vor dich worden können, wenn je mal wo ein Viermerken wollen. Viele oude Mexikaner brukten in Mexiko en die Zeit, als wir dort abwassen, übrigens nicht mal keine Schwefel zu kaufen, wenn sie schmecken wollen. Sie brukten dort auch keine Zigarren und keinen Tabak kaufen. Sie hatten immer Blätter von ihrem selbstgetrockneten Tabak bei sich, wonen sie Macuchi nannten, und sie hatten auch immer ihre Derne von Maisohrenschlüven gemerkte Blätter bei sich, dabei ihren Macuchi-Tabak entrollen und davon eine Zigarre zu merken. Von der sagt man, wenn wer ein starker Schmecker ist, dem kostet mehr als $10 den Tag. Damals, als wir in Mexiko abwassen, kostet viele Mexikaner und auch einige Mennoniten dort kein Geld, Schmecker zu sein. Aber an kostet sehr viel Arbeit. Sie brauchten zum Schmecken kein Packje Zigarren in ihre Puppen drehen. Und da steht, aber mussten sie Mais- oder Kornohrenblätter, Tabak oder Macuchi-Blätter, Steckchen Hopje, einen kleinen Vierstein und ein kleines Fieltje an ihre Puppen mit rumdrehen. Wir nannten das kleine Fieltje bei uns damals auch ein Stolsteck. Vielleicht, wie es Mennoniten, und es steht ein Ängstje viel, einfach ein wirkliches Stolsteck von einem Fänger, Grasmaschine oder Bingerfänger dort zu brauchen. Ich mochte aber so oder anders
nicht schmecken sind. Und nu eine Geschichte von einem jungen Maler in unseren Kinderjahren in Mexiko. Unsere Mutter, ihre Cousine, ihre Nicht oder Cousin, Tante Maria Freis, die wird früh von Wilhelm Freis von Rosenbach, wir nur uns gekommen und hat ihren 5 oder 6 Jahren Franz, den kleinen Maler, auch mitgebracht. Und wir Jungs wussten all, dass Franz gut malen kann. Und dann wollen wir beide einmal sagen, was er malen soll. Aber Franz malt meistens, was er will, und nicht, was wir gemalt haben wollen. Er malt einmal eine hohe Windmühle, wo ein kleiner Junge auf dem sogenannten Schafott saß, mit seinem langen Schlangstrang. Und um der Windmühle malt er viele kleine Plakjes. Und als wir am Fragen, was das Jung mit seinem Schlangstrang dort hoch auf der Windmühle will, dann sieht Franz ganz stolz, die will abgeschlagen. An seinem Sinn wären all die kleinen Plakjes auf dem Papierbaum um der Windmühle abgesteckt. Und die will die Jung schlagen, was auf den Kriesel saß. Und nu wird von Adobes oder Leimtegeln. In unsere Kinder- und Jugendjahren, und auch later noch, was in den 1960er Jahren, büden die Mennoniten an dem Bustillo-Stall in Chihuahua und auch die Mexikaner an der ganzen Umgegend alle Wegen von Adobes. Die Wegen für alle Gebiete, Wohnhäuser, Stalling, Speckers, Maschinenshops, Sturen, Käsefabriken und andere Gebiete. Und auch sogar viele Tiening werden dort immer von Adobes abgemäht oder gebüht. Die Adobes leiten die Mennoniten von den Mexikanern merken, aber sehr selten haben Mennoniten in Mexiko selbst Leimtegeln gemerkt. In Kanada hatten unsere Eltern, Großeltern und Urgroßeltern immer alle Gebiete von Buhalt gebüht und die Decke mit Zederhaltschindeln gemerkt. Und die ganz Reichste von ihnen hatten, als sie von Kanada nach Mexiko trocken, kanadisches Buhalt mitgebracht durch und büden ihre ganz erste Gebiete dort auch von Halt. Aber bald hatten alle Mennoniten ihre Wegen von Adobes Leimtegeln gemerkt. Als wir in Chihuahua abpassen, dann leiten mennonitische Büros tidig im Fahrjahr, wenn die Nachtfrost in Chihuahua weniger wird, von mexikanischen Arbeiter Adobes oder Leimtegeln merken, zum Gebiete wegen oder auch Tiening abmehren. Auch an alle mexikanischen Dörfer in der ganzen Umgegend und auch an so Städte aus Rubio, Cuauhtémoc, Chihuahua und sogar in Cusi, Uriachik in Chihuahua City hatten alle Mexikaner viele Jahre noch immer alle Wegen von Adobes gebüht. Nu aber merkt dort al lang kein Mennonit und auch kein Mexikaner mehr Adobe Wegen. Hier brechen wir für das Mal weiter auf. Nächstes Mal noch weiter mehr von was wir in unseren Eltern auf eine mennonitische Form in Chihuahua, Mexiko getan haben, als wir dort in den 1930er Jahren und 40er Jahren abwassen. Aber nächstes Mal, ich sehe George Rempel.